Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Und jetzt geht's gegen unser Coon & Friends. Ich mach sie fertig! Okay, der ist Mein geschützt. treuer Helm schützt mich vor deinen mentalen Kräften. Ah, perfekt. Warum wurde mein Gehirn dann nicht gehackt? Dr. Timothy kann nur eine gewisse Anzahl von Gehirnen gleichzeitig kontrollieren. Ja, sehr gut. Das heißt, wir haben Butters und Wendy auf unserer Seite. Zeig keine Schwäche. Alter. Ah, die sind schon relativ stark hier. Schnappt ihn euch! Schnappt ihn euch! Oh, scheiße, wir stehen alle auch noch perfekt in einer Reihe für ihn. Immerhin habe ich keine Eier an deiner Haut gelegt. Aber halblang. Das gibt Rache. Okay, Cartman ist glücklicherweise doch nicht so stark. Das könnte brennen. Oh, Scheißhaufen-Emoji! Ob Freedom Pal oder Coon Friend, ich finde dich cool. Okay. Friend. Als Freedom Nee. Pal wärst du mir vielleicht doch lieber. Schauen wir mal. So können wir ihn zumindest mal schocken. Ja, ich glaube, ich gehe auf Jimmy drauf, weil Jimmy durchaus viel Schaden macht. Aber Mosquito wird auch noch ein Problem, weil der sich wieder heilen kann. Call Girl macht jetzt einen Hausbesuch. Ja, machen wir auf Cartman. Hey, ja! Ha! Lächeln! Sehr Mann, das war gut. super cool. Rache war schon Oh immer je. mein Ding. Okay, der schützt Jimmy. Puh. Macht euch auf Schmerz gefasst. Butters? Nee. Ich würde sagen, Butters heilt sich erstmal. Ich finde es aber cool, dass der, obwohl er eigentlich ein Böse verkörpert, dass der hier so integriert ist und uns auch noch hilft. Oh, scheiße. Also Jimmy ist hier wohl nicht zu unterschätzen. Okay, er ist geschockt, Ich hörte nicht mal aber... eine Zitronella-Kerze. Oh, fuck. Krude, aber effektiv. Gut, Cartman ist zu langsam. Ich habe ein gutes Gefühl. Ah, scheiße. Können wir das verhindern? Sorry wegen des Zugs. Sehr gut. Schön mit dir zusammenzuarbeiten. Okay, dann lock die doch mal alle auf dich. Da gehen sie wenigstens nicht wieder auf Butters los. Der total im Arsch. Sehr gut. Hat hier jemand ein Call Girl gerufen? Ja, machen wir auf Kleid. Ja! Hey, ja! Sag Cheese. Oh, oh. Wow, sehr gut. Zugenommen? Kein Power! Gut, so macht er nix. Butters. Geht er mal auf ihn los. Ich lass dich nicht aus den Augen, Professor. Und Jimmy. Der versucht jetzt auf uns loszugehen, kriegt's nicht hier. Kleid auch Lege das nicht. Immunsystem von jemandem lahm. Und Cartman schafft es wahrscheinlich auch nicht zu uns vorzudringen. Na, wir werden sehen. Sehr gut. Sehr gut, jetzt kriege ich die 2 zu fassen. Und die kriege ich leider nicht, aber die 2 kriege ich hier. Schauen wir mal. Also Jimmy ist auf jeden Fall außer Gefecht. Das ist gut. Oh Mann, war das abgefahren. Gar nicht cool, Timothy. Ich bin jetzt wieder beim Team Wunderarzt. Ah, cool. Sehr gut. Triff einen Feind in der Nähe. Könnte ich diesen Kampf im Handumdrehen beenden? Sehr gut, dann heilen wir mal Butters. Showman den Kuhn. Perfekt. Jetzt haben wir... Wow, volle Heilung. Sau gut. Den frage ich als nächstes. Ihn. Weil er kann sich auch wieder heilen. Hey, ja! Halt still! Schön ins Licht gehen, Troll. Der Doktor hat mein Gehirn infiziert, aber jetzt bin ich wieder da und bereit zum Saugen. Sehr gut. Moskito auf Blutjagd! Perfekt, die Verlangsamung ist auch weg. Jetzt heil dich nochmal hoch. Nettes Blut! Und Cartman gehört auch wieder zu Das uns. ist Bullshit. Timmy, hör auf, mein Gehirn zu vergewaltigen. Wunderarsch, zeigen wir es ihm. Augen zu, Kinder. Der Kuhn macht jetzt ein paar nicht jugendfreie Sachen. Oh, Kuhn. Jawohl. Jetzt fehlt nur noch... Bestie, Cartman. Immer noch hier. Geh nach Hause. Ich bin drin. Okay. Scheiße. Fehlt nur noch Cartman. Ah, nee. Nee, Quatsch. Nee, Das ist meine Kraft, Dr. Timothy. Ich bin Kyle ready, natürlich. Sehr gut. Wir sind alle wieder bereit.
Ja, das war's jetzt erst einmal, ne? Mehr können wir nicht machen. Wir rufen auch so einen Lakai. Sehr schön. Okay. Ah, jetzt sind die zwei dran. Die haben hier noch im... Auf dich, Futzlord! Scott hat Token festgehalten und Craig hat Tweak festgehalten. Jetzt sind die wieder unser Gegner. Gut gekämpft. Dann müssen wir das wohl auf die altmodische Art lösen. Okay. Das heißt, besiege Dr. Timothy. Du hast eine Menge Gehirne gefickt, Dr. Timothy. Jetzt büßt du. Da ist nur noch Matsch in der Birne. Gut, Lakai. Oh, scheiße. Ja, verrückte Amerikaner. Es ist keine Zeit. Sehr gut. Heilmol Cartman. Heilung. Okay, sehr schön. Wurde aber auch Zeit. Hau sie weg, Neuer. Jawohl, ich bin dabei. So kriegen wir beide auch noch geschockt. War vielleicht auch nicht so clever, den Lakai zu rufen. Zum Glück ist er nicht allzu stark. Das ist mein Wunderarsch. Sekunde, das klang falsch. Ja, schon. Machen wir nochmal Heilung. Auf ihn. Perfekt. Also Jimmy wird jetzt unser Heiler. Ich kann einen Flashmob herbeitweeten. Achtung! Verteidigungsreduzierung. Das ist gut. Machen wir das mal so. Weil ich will auch noch Skold, genau. Ich will noch Scott und noch Craig auf meiner Seite haben, wenn wir gegen Timmy kämpfen. So close erstmal Verbrechensbekämpfung. Aber ich muss sagen, ich mag Timmys Charakter hier. Der ist extrem mächtig, aber ich mag ihn einfach. Den finde ich absolut großartig. Juckkreuz für alle! Okay, dann wieder doch mal ihn A. So. Moskito ist schon immer cool. Und ich mag auch die Musik. Die ist auch sehr cool und sehr episch. Gut, Scott holen wir wieder auf unserer Seite. Der Captain kapituliert? Ernsthaft? Warum können denn nicht alle wieder Freunde sein? Sehr schön. Das Time. Genau, Diabeteszeit. Nee, ich würde sagen, du heilst dich erstmal, Scott. Sehr gut, wenn wir ihn wieder auf unserer Seite haben. Jetzt ist Craig dran. Danke. Puh. Das mit dem Ausweichen machst du ja echt super. Oh, danke. Gut, Jetzt Butters. bin ich wohl dran. Sehr schön, holen wir Craig wieder auf unserer Seite. Ein fein viel. Gib Dr. Timothy eins auf den Schwanz. Gut, Craig ist auch wieder bei uns. Mal hinter uns bringen? Als ob du was Besseres vorhättest. Timmy. So, Lakai. Ja, gehen wir dort hier. Langsam wird's kalt, sich zu ergeben. Du meinst Apple Watch, oder? Moment. Gucken wir mal, dass wir das jetzt nicht so hier kriegen und heilen Scott noch. Ah, nee, Mist, das war nicht Heilung. Scheiße, das war Schutz. Okay, wo teleportiert er sich hier? Da können wir nicht wirklich mit Geschütztürmen arbeiten. Ich verlasse mich auf dich. Müssen wir es so machen. Ich stelle trotzdem mal sicherheitshalber hier einen Turm hier. Eventuell stellt er sich mal in die Ecke hier rein. Wundert mich, dass die andere jetzt nicht noch dazu kommen. Dann wäre das Schlachtfeld wahrscheinlich total überfüllt. Wenn noch 4 weitere Kämpfer dazu kämen. Aber das ist wohl Timothys Kampf. Verbündeter? Nee. Warte mal. Scott will ich auf jeden Fall hochheilen. Und der kann auch nur in der Schusslinie stehen. Der hält auch wesentlich mehr Oh aus. ja, das habe ich gebraucht. Wendy? Ja, auf Timmy. Du wirst mich hassen. Das dürfte dich ein paar Follower kosten. Und wohin geht er jetzt? Ja, okay. Er bleibt immer nur in der Ecke. Wen infiziere ich jetzt? Ihn natürlich. Mückenstich. Du solltest dein Mundrohrdings ab und zu echt mal desinfizieren. So, Cartman. Kommst du an ihn dran? Ich glaub nicht. Das wird wehtun. Nee, er kommt nicht dran. Ich bin dran.
Gut, Scott, du kommst auf jeden Fall an ihn dran. Ich spüre Zucker durch meine Adern fließen. Und bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Er teleportiert sich wieder weg, aber ist schon ziemlich arg schlacher. Jetzt gibt's maximales Chaos. War das? Oh ja, der kann ihn jetzt fertig machen. Und Das habe ich kommen sehen. du hast gewonnen. Oh, der arme Timmy. Energetisierender Kodex, so 100er Artefakt Charakterbogen von Dr. Timothy und $5,30. Sehr cool. Das war doch ein ziemlich harter Kampf wieder. Oh, was ist passiert? Wieso blute ich an der Lippe? Wo zum Arsch ist Classy hin? Dr. Timothy! Du verdammtes Monster! Er wollte uns nur helfen. Mann, Mysterion ist echt sauer auf dich. Ihr habt diesen Krieg angezettelt, nicht wir. Ihr kapiert es einfach nicht. Dr. Timothy hat versucht, uns alle zu retten. Freedom Pals und Kuhn-Freunde. Was? Ruhig, Doc. Du hast ganz schön eingesteckt. Wow, das ist euer Stützpunkt? Wirklich der Wahnsinn. Hier ist es ja richtig cool. Das Kuhn-Versteck hat aber auch viele coole Sachen, aber nicht schlecht hier. Dr. Timothy war nie euer Feind. Er hat versucht, uns allen zu helfen. Aber wie? Hiermit. Oh mein Gott. Er hat es entschlüsselt. Es war sein Lebenswerk. Er hat sein Herzblut dafür gegeben. Ein komplett ausgeglichener Franchise-Plan. Jeder hat seinen eigenen Film und seine eigene Serie. Alle sind rechnerisch gleichwertig. Jesus. Das ist unglaublich. Timothy hat sich daran beinahe zu Tode gearbeitet. Timmy. Während wir also versucht haben, euch eins auszuwischen, hat Timmy versucht, uns zusammenzubringen. Ja, und dann hat Wunderarsch ihn fast umgebracht. Ist halt echt ein Arschloch. Dafür können wir nichts. Ja, wir haben euch nur benutzt. Für diese Katze gibt's $100 Belohnung. Alter, was ein hässliches Vieh. Aber jetzt nicht mehr. Was heute Nacht bewiesen wurde, ist, dass wir gemeinsam am stärksten sind. Dafür ist es zu spät. Wir haben als ein Team begonnen. Wir wollten alle aus demselben Grund Superhelden sein, um mit unserem Franchise Millionen zu verdienen. Lasst uns wieder ein Team sein. Bin dafür. Leute, kein Civil War mehr. Verwenden wir die Belohnung für die Katze zusammen. Für ein gemeinsames Franchise. Ja, genau. Okay. Aber wir nennen uns Freedom Pals. Freedom Pals. Und, Timmy ist dann der Anführer der Freedom Pals? Also ihr hat das Sagen? Ja. Na gut, finde ich super. Freedom Pals klingt viel cooler als Kuhn & Friends. Freedom Pals. Freedom Pals. Finde ich echt geil. Dann steht's fest. Morgen holen wir uns die Belohnung des Scrambles und kurbeln damit Timmys Franchise-Plan an. Zusammen, Freedom Pals, Sanktion. Aber mit Inklusion. Fuck yeah, Leute, auf geht's. Okay, Cartman stimmt mal zu, dass er das Kommando abgibt. Das passt irgendwie nicht zu ihm. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder so Mitch Connor-Action. Irgendwie will es nicht so richtig zu ihm passen. Okay. Gut. Was haben wir jetzt hier noch gekriegt? Greiftasche für scharfe Objekte. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier wieder kommt. Oder wieder irgendwas unglaublich Ekelhaftes von der Eltern wahrscheinlich wieder. Schauen wir nochmal in die Artefakte-Reihe. Wir haben, glaube ich, noch irgendwo 100er Artefakt gekriegt. Aber war das ein großes oder kleines? Wahrscheinlich irgendein großes Artefakt. Genau. Energetisierender Kodex, Gesundheitswiederherstellung und Bonusverbündeten-Gesundheit geht dann hoch damit. Da haben wir nach wie vor nichts Stärkeres. Da haben wir auch nichts Stärkeres. Nö, ich glaube, wir sind bestens ausgerüstet. Aber wir haben Dr. Timothys Charakterbogen noch gekriegt. Den gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Verbündete. Wo haben wir ihn dann? Timmy kann ich gar nicht auswählen. Das ist sehr schade, dass ich ihn nicht als Verbündeter habe. Gerade mal gucken. Nee. Nee, also Timmy habe ich hier leider nicht mit drin. Bin ich immer gespannt, wann der kommt. Ned und Jimbo habe ich schon. Moses und 2 Beschwörungen fehlen mir noch. Fürze fehlt mir auch noch Anna. Okay, ich bin gespannt, was kommt. Ach du Scheiße. Alter. Ist jetzt der Vater endlich Amok gelaufen, oder was? Hat die Mutter abgemurkst. Könnte ich fast schon drauf wetten. So wie die sich gefetzt haben. Flasche Sleep Aids. Wake Magazin. Sack mit Potpourri und Stoffballen. Alter. Mann.
Broschüre willkommen in South Park. Alter. Okay, dann erstmal eine Abdrücke, oder? Ich weiß, es ist unnötig, aber morgens sollte man nicht ohne Schisser das Haus verlassen. Egal, was da kommt. Und... so. Das erste, was man morgens machen sollte, ist ein guter Schiss, sonst fängt der Tag schon mal blöd an. So, und jetzt gehen wir mal runter und gucken, was hier abgeht. Alter. Und jetzt die Nachrichten, die Sie gut in den Tag... Ja, genau, erstmal die Nachrichten gucken, statt mal der Blutspur zu folgen. Park Polizeirevier hat die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Häftlinge entkamen und Polizisten liegen im Krankenhaus. Ein Mitglied der Handelskammer hat die Nase voll und kandidiert nun für das Amt des Bürgermeisters. Die Bürger von South Park sollten sich sicher fühlen. Sicher vor Selbstjustizlern, die Leuten ins Gesicht furzen. Gemeinsam können wir uns von diesem Analterrorismus befreien. Mein Name ist Mitch Connor und das ist meine Botschaft. Alter, wie dumm sind die dann alle, dass die auf Hand hören? Die auch noch zu Cartman gehört. Alter! Ach Gott! Was geht dann hier ab? Haben wir jetzt auch nichts, was uns einen Hinweis gibt? Also, Kadaver oder so sind hier jetzt auch nicht, beziehungsweise Leiche. Ach du Scheiße. Und die Eltern waren ja letzte Nacht ziemlich besoffen auf der Straße unterwegs. Oh weh, oh weh, oh weh. Aber wir handeln mal getreu dem Motto, interessiert keinen. Und dann gehen wir mal raus und schmeißen uns wieder in die Superheldenbuchse. Hast du manchmal das Gefühl, dass du nicht weißt, was du tun sollst? Dass dir jegliche Orientierung fehlt und du keine Ahnung hast, was los ist? Du hast leider auf die falsche Weise versucht, zu dir zu finden. Deine sexuelle Identität oder deine Ethnie zu kennen, das ist nichts im Vergleich dazu, sich spirituell zu kennen. Geh zu Starks Pond, mein Kind. Da wartet jemand auf dich, der dir helfen wird, zu deinem wahren Ich zu finden. Wahrscheinlich Jesus. Trifft einen geistlichen Führer bei Starks Pond. Ja, Jesus wird ja immer mal wieder ganz gern in South Park eingeführt. Ah, da hinten ist wieder irgendein Ninja. Ich versuche jetzt mal trotzdem zu... Freedom Pals! Alle Freedom Pals auf der Stelle zur Basis! Wiederhole, alle Freedom Pals zur Basis! Okay. Kümmern wir uns gleich drum. Ich bin der Schnellste in der Stadt. Aber vorher gehen wir mal zu Starks Teich. So. Rechtschaffen. Um die Sidequest mag ich mich auf jeden Fall nochmal vorher kümmern. Und dann schauen wir mal, was hier abgeht. Ich bin echt gespannt. Bitteschön. Ich könnte darauf wetten, dass Jesus hier mit dabei ist. Psst, hey, hier drüben. Alter. Ist das wieder von Kinderschänder? Ich glaube, wir können uns gegenseitig helfen. Hast du von den Super Best Friends gehört? Ich bin's. Seemann. Seaman and Swallow. Mit Fischen zu sprechen und zu schwimmen. Es ist Samen. Ich bin Seemann. Es ist mein Job, allen Meereskreaturen zu helfen. Und gerade braucht ein schwuler Fisch Hilfe, seine Mutter in den Himmel zu bekommen. Ich will ihm unter die Flossen greifen. Aber die anderen Super Best Friends haben zu viel zu tun. Hilfst du mir? Ja, wahrscheinlich von Kanye West, ne? Keine Sorge, meine Wasserabwehrkräfte beschützen dich. Und so taucht das Kind in die Tiefe des Wassers, geschützt von Samen. Seemann! Hinunter dahin, wo der kleine schwule Fisch lebt. Ah ne, doch nicht Kanye West. Okay. Weine nicht, kleiner Fisch. Ich habe Hilfe mitgebracht. Oh, danke, Samen. Könnt ihr Mama wirklich helfen, in den Himmel zu kommen? Es heißt Seemann und durchaus. Dieses Kind hat unglaubliche Kräfte. Gut, wenn Mama in den Himmel kommt, kriegt ihr $3 Millionen und ein bisschen Schmuck. Alter. Ich fass einfach meine kleine schwule Flosse an, um magisch zu ihr transportiert zu werden. Durch das Anfassen der Flosse werden Samen und sein Kumpel nach Valhalla transportiert, wo ein anderer Fisch auf einem Einhorn reitet. Ich bin hier, Mama. Bist du das, Baby? Ich bin's. Wir bringen dich in den Himmel, Mama. Halt dich fest, das Kind wird uns helfen. Okay, Baby, ganz wie du meinst, du kleiner schwuler Fisch.
Und so half der Sidekick von Samen der Mama des schwulen Fischs auf Regenbogen-Einhornpfützen gen Himmel zu fahren. Gibt's dann das? Das heißt Seemann, verdammt! Dieser Weg führt direkt in den Himmel, Mama. Pass nur auf die Säulen auf. Gibt's dann das? Alter, sowas Durchnass. Wie aufregend. Niemand hat sowas je gesehen. Meinst du, so ein Scheiß ist normal? Okay, der obere Rahmen darf ich auch nicht berühren. Desto gefährlicher wurde der Weg der Mama. Was für ein krasser Trip. Ups. Sei vorsichtig, Mama. Das wird wohl nix. Noch einmal. Und so half der Sidekick von Samen der Mama des schwulen Fischs auf Regenbogen-Einhornpfützen gen Himmel zu fahren. Ja, genauso wie im richtigen Leben. Dieser Weg führt direkt in den Himmel, Mama. Pass nur auf die Säulen auf. Also ich glaube, so sieht so ein Drogentrip von Trey Parker und Matt Stone aus. So sieht es aus, wenn die Typen so richtig heiß sind. Desto gefährlicher wurde der Weg der Mama. Das ist so fertig. Das ist das größte Kunstwerk, das ich je geschaffen habe. Oh, nicht so schnell. Dann komme ich schneller in den Himmel, Schatz. Die Ups. Mama des schwulen Fischs hatte den Himmel fast erreicht, doch dann erschien Zazu. Oh nein, der Dämon steht für alle meine Hater. Seine Freunde, die fiesen Tweets von Leuten, die mein Genie nicht erkennen. Alter! Langsam. Wir sollten es auf eine Goldplatte pressen und ins All schießen, damit doch Außerirdische das sehen können. Alter! Und so half der Sidekick von Samen der Mama des schwulen Fischs auf Regenbogen-Einhornpfützen gen Himmel zu fahren. Okay, jetzt hätten sie mir aber zig Herzen geschenkt. Pass nur auf die Säulen auf. Das ist mit das Allergrößte aller Zeiten. Aller Zeiten. Ja, genau. Besser als die Renaissance, ne? Aber je näher sie Oh dem Himmel Gott. kam, desto gefährlicher wurde der Ups. Weg der Mama. Das war jetzt sehr dumm von mir. Aber jetzt hätten sie mal echt ganze Reihe von Herzen geschenkt. Und noch Andy dazu. Was für ein krasser Trip. Oh ja. Autsch. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Dann komme ich schneller in den Himmel, Schatz. Autsch. Alter. Die Mama des schwulen Fischs hatte den Himmel fast erreicht, doch dann erschien Zazu. Oh nein, der Dämon steht für alle meine Hater. Seine Feuerbälle sind wie die fiesen Tweets von Leuten, die mein Genie nicht erkennen. Ja, doch Kanye West. Autsch. Mama, deine Himmelfahrt ist das größte Kunstwerk, das ich je geschaffen habe. Wie aufregend. Haben wir's gepackt. Vielen Dank für deine Hilfe, Baby. Ich liebe dich, Mama. Dann bis ganz bald, Baby. Ja, bis bald, Mama. Halt, was zum Teufel soll das heißen? Mama? Moment mal. Was ist das? Ja, Jesus. Das hast du sehr gut gemacht, mein Kind. Vielen Dank, Jesus. Nicht du, Samen. Das Kind. Seemann! Oh, ja, stimmt. Na egal. Du hattest keinen Grund, diesem schwulen Fisch zu helfen, mein Kind. Und doch tatest du's. Klar musste es mir helfen. Ich bin ein Rap-Genie, die Stimme einer Generation. Ja, okay, es ist doch Kanye Dass du in deiner West. Spiritualität bist, mein Kind. Erlaub mir, dir zu helfen. In jeder Religion gibt es Gutes und Böses, mein Kind. Was bist du? Rechtschaffen. Neutral. Chaotisch. Ja, ich würd sagen, so wie wir uns verhalten, sind wir eigentlich schon relativ gut, Neutral. oder? Rechtschaffen. Wobei, Neutral. na, sind wir neutral. Agnostiker. Agnostiker, Atheist, Atheist, Buddhist, Christ, Christ, Hindu, Jude, Mormone. Moslem, orthodoxer Jude, Quäker, Rastafari, Rastafari, Satanist, Scientologe. Sikh. Was ist ein Sikh? Taoist. Unitarier. Wicca.
Da wir ja Indianer sind, fände ich es eigentlich schon arschwitzig, ein indianischer Jude zu sein. Moslem, Mormone, Jude. Und ein indianischer Mormone wäre eigentlich auch geil. Jude. Und laut South Park kommen ja auch nur Mormone in den Himmel. Deswegen bin ich jetzt einfach mal ein indianischer Mormone. Das passt ja eigentlich auch so überhaupt nicht, weil die Ureinwohner... Du willst meine Gefühle nicht verletzen. Weil die Ureinwohner jo eigentlich auch die Indianer jo eigentlich so ziemlich verteufelt werden. Okay, du bist ein neutraler Mormone. Natürlich bin ich das. Amerikanischer, asexueller Cisgender-Junge, der neutraler Mormone ist. Natürlich bin ich das Selfie mit Jesus. So. Da gucke ich doch etwas behaglich, weil ich ja immerhin Mormone bin, ne? Herzlichen Glückwunsch, mein Kind. Du weißt jetzt, wer du bist. Ein sehr wichtiger Schritt, um an dich selbst zu glauben. Hashtag gesegnet. Neutraler Mormone. Jesus mit diesem Ich hab gefurzt Ausdruck. Oh, die wieder. Schau. Na, was haben wir denn da? Was bist denn du für eine Sorte? Cisgender. Asexuell. Amerikanische Ureinwohnerperson. Estonia-Person. Neutral. Mormonisch. Cletus, warum redest du so komisch? Dialogbaum. Ah, okay. Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen. Oh je, besiege alle Gegner und weiter. Gut, jetzt können wir mal wieder unser Gruppe ändern. Da würde ich sagen, nehmen wir doch wieder Mysterion rein. Einfach nur, weil ich Kenny mag. Und dann holen wir nochmal Butters mit dazu. Professor Chaos! Genau. So, komm, die machen wir heute noch fertig. Ich spüre Chaos im Anmarsch. Dann diese Hillbilly-Mucke. Yeah! Ich lass mir deine Weltanschauung nicht aufschwatzen. Ich verlasse mich auf dich. Alter, diese Mucke. Das ist so großartig. So. Sehr schön. Du diskriminierst meine Weltanschauung. Ja, genau. Du wirst danach eine Glaubensberatung brauchen. Oh, der schmeißt hier sein Bier rum. Oh, scheiße. Scott. Schlag doch mal den hier. Du bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Hier kommt dein Tod. Ah, gut, er geht trotzdem auf den los. Also ich halte die andere Wange nicht hin. Gleich herrscht Chaos. Oh, scheiße, er geht hier drauf. Scheiße. Ah, ist aber immun. Ich muss dich zum Hetero prügeln. Wir stehen hier in der Gegend nicht so auf andere Ansichten. Zeig ihnen, was du drauf hast. Krieg ich die? Ach so? Nee, anscheinend nicht. Okay. Dann gehen wir mal so auf beide los. Sehr gut. Dann wird mich aber Butters attackieren mit seinem Blitz, nämlich A. Gut. Einer ist schon mal weg. Ich bring dir das Evangelium der Arschtritte bei. Alter. Das sollte dir die Dämonen austreiben. Ich bin dran. Dann mach ihn fertig. Tu dir selbst den Gefallen und bleib liegen. Genau. Hier kommt Mysterion. Mach ihn fertig. Sehr schön. Die lernen es aber auch nicht. Schon zum 3. Mal verkloppt Woche. Rush-Dose, WTF, Kampfplan und 6,70 $. Die lernen es echt nicht mehr, die Typer. Okay, wähle deine Religion ist abgeschlossen. Perfekt. Berühre den Himmel. Ja. Gut, das hätten wir schon mal abgeschlossen. Ich weiß nicht, ich hat's wohl umgehauen, weil wir jetzt im echten Leben auf Graham Freunde sind, aber bleib cool. Ich hab dir ein bisschen Zeugs geschickt. Alter. Dieser dämliche Kanye West. Ich kann diesen Typ nicht ausstehen. Der ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, der Typ, ich kann ihn nicht ausstehen. Das ist so ein arroganter Typ und hat nix im Schädel. Der hält sich fast so dermaßen klug und hat nix im Schädel, der Typ. Okay, dann gehe ich jetzt aber mal dort hier.
und mache hier meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ian. Alter, halt die Schnauze, West. Ich versuche ihn so abzubrechen. So. Ian Yankee.